Das Testsystem wurde entwickelt mit der Universität Helsinki, Professor Timo Sosa und sein Team mit der Universität Stony Brook in New York. Und das, was dort entstanden ist, ist der erste Enzymtest, mit dem man den Gewebeabbau im Mund, also den versteckten Gewebeabbau, von dem man vielleicht gar nicht weiß, selber innerhalb von 5 Minuten entdecken kann. Und das ist eine wichtige Information. Ich kann dann für mich selbst entscheiden, da ist was, ich muss was tun, und das ermöglicht mir eigentlich, sehr zielgerichtet Prävention zu betreiben. Viele Menschen denken, dass die Prophylaxe, die sogenannte Zahnreinigung, völlig ausreichend ist. Aber das alleine reicht nicht. Pflege alleine reicht nicht. Früherkennung ist wichtig, denn wir wissen heute, dass 50% der erwachsenen Bevölkerung ab 40 trotzdem eine Parodontitis bekommen, obwohl viele Menschen eine Munddusche haben, regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Also muss es noch andere Ursachen geben, und es muss auch im Endeffekt eine spezielle Diagnostik erfolgen. Dafür gibt es in Deutschland Parodontologen, das sind Fachzahnärzte, die sich mit dem Thema beschäftigen, und parodontologisch fortgebildete Zahnärzte. Wir empfehlen also dringend, wenn man einen positiven Test hat, also erkennt, dass dort Gewebeabbau im Mund stattfindet, einen Parodontologen aufzusuchen. Der eigentlich medizinische Durchbruch in der Diagnostik ist, dass wir ein Schlüsselenzym für einen sogenannten Gewebeabbau entdeckt haben. Dieses Schlüsselenzym heißt MMP8. Auf Deutsch würde man sagen Kollagenase 2, und ist dieser Wert erhöht, dieser Biomarker erhöht, dann weiß ich, in meinem Körper befindet sich gerade ein Prozess, und dieser Prozess ist der Prozess des Gewebeabbaus im Mund. Und das deutet ganz klar auf ein Parodontitis-Risiko hin. Und das eigentlich Neue daran ist, dass ich das selber machen kann, und zwar zu Hause im Badezimmer in 10 Minuten. Der große Unterschied zur zahnärztlichen Diagnostik ist der, dass im zahnärztlichen Bereich in der Regel mit einer Sonde oder mit dem Röntgengerät diagnostiziert wird. Das bedeutet, man stellt fest, ob Gewebeabbau schon stattgefunden hat. Leider ist dieser irreversibel, nicht wieder umkehrbar. Das bedeutet, dass die zahnärztliche Diagnostik mir oft erst zeigt, da ist schon was passiert, der Knochen ist weg, und dann ist oft eine Krone, eine Brücke oder ein Implantat die einzige Lösung. Früherkennung bedeutet, den Prozess zu erkennen in dem Augenblick, wo er beginnt. Also wenn ich mich regelmäßig untersuche und selber feststelle, da beginnt etwas, kann ich sofort handeln und damit kostspieligen Zahnersatz vermeiden, und vor allen Dingen, wenn ich chronisch krank bin, Diabetes habe, Rheuma habe, Gelenkerkrankung habe oder einen Kinderwunsch habe oder Herzerkrankungen habe, diese sehr, sehr kritischen Nebenwirkungen ausschließen oder vermeiden. Man sollte sich regelmäßig testen. Regelmäßig heißt sicherlich 2-mal im Jahr. Habe ich eine chronische Erkrankung, vielleicht auch öfter. Aber entscheidend ist das körperliche Wohlbefinden. Kann ich mir nicht erklären, warum ich mich schlapp und abgeschlagen fühle? Oder habe ich als Diabetiker Probleme mit meinem Langzeitwert, HbA1c? Dann kann eine Ursache sein, dass eine chronische Zahnbettentzündung vorliegt, die vielleicht noch nicht entdeckt wurde. Und dann bietet sich an, natürlich regelmäßig solche Testungen durchzuführen, genauso gut wie ich meinen Blutzuckerwert untersuche. Als Diabetiker weiß ich das, aber was viele nicht wissen, ich kann jetzt auch selbst schauen, habe ich eine Entzündung im Mund, kann ich da was tun, sollte ich was tun? Dafür ist diese Testtechnologie geeignet. Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich unglaublich großartig operieren. Sie bekommen eine Knieprothese, Hüftprothese, Herzoperation. Man untersucht Ihre Blutwerte, stellt erstmal nichts fest und denkt, alles ist in Ordnung. Aber Sie haben im Mund eine große Entzündung, Parodontitis, werden operiert, und schwuppdiwupp kriegen Sie Komplikationen, und es lässt sich relativ leicht erklären, wo die herkommen. Die kommen dadurch, dass Sie Entzündungskeime im Mund haben, die über die Blutbahn sich im ganzen Körper verteilen. Das kann ein Operationsrisiko sein, das kann das Ergebnis nachhaltig negativ beeinflussen. Deshalb ist es natürlich wichtig, sich vor einer Operation darüber in Kenntnis zu setzen, ob man möglicherweise eine parodontale Gewebeschädigung hat. Und die sollte man natürlich auch vorher behandeln, nicht nachher.